Ey, Sero und Josh Negron, ich schwöre, ich weiss nicht, in welchem Film ihr zwei gerade lebt, aber vergesst bitte nicht, wo ihr herkommt. Vor allem du, Jolas, ich kenne eigentlich so an so einen Brunnenkarren. Yo, was geht ab? Ich bin's AZ von der Carmen Gang. Da ist der AZ. Was geht ab? 10 ist da. Checkt alle kurz und bündig, der beste Podcast überhaupt. Ja, der Melodie. Okay, von wo kommen meine Seelenverwandte? Kurdistan? Du und die scheiß Podcast, ihr beide. Schön und gut, aber ich verstehe den Hack immer noch nicht. Das ist kurz und bündig morgen. Schon wieder ein bisschen zu früh, ich muss das flicken. Oder sonst Intro, den Links, Datei verkürzen. Ja, ich habe es eben schon mal gemacht, ich weiß nicht, wieso es spielt. Jemand macht auch. Ich schwöre. Ja, Mann. Dienstag, Königsbegriffig, ist das Montag. Also für uns Dienstag, für uns ist Montag. Heute ist Montag, wenn wir aufnehmen, und zwar 12 ab 5 Uhr. Genau. Zum genau sein. Genau. Und wir nehmen die 47. Folge auf, oder? Die 47. Folge? Nein, red Deutsch, Mann. Bro, manchmal kommt einfach der innere Buster Rhymes aus mir raus. Meinst du, wird das irgendwann langweilig, der Knopf? Nein. Also, seit 10 Jahren machen wir unsere Kollegen fertig. Ja, das stimmt ja. Ja, Mann, wir wollen gar nicht groß drauf eingehen, wieso, warum so es erst Dienstag kommt. Es ist so einfach zu viel losgeht bei beiden ein bisschen. Und mit Bügen und Brechen hätten wir jetzt vielleicht gestern um Mitternacht aufnehmen, aber Qualität vor Quantität. Oder? Wie ein Löwe. Wie ein Löwe. Und ja, Mann. Ich würde sagen, ich würde eigentlich etwas ansprechen. Ja, wieder. Also, merkst du, wie wir eigentlich so routiniert sind, dass wir mittlerweile auch da reinkommen? Du tust die Kamera einrichten, ich mache den Sound, du drückst auf Play, ich drücke auf Rec und dann hocken wir an und wir reden einfach. Wieder mal null besprochen. Null. Aber etwas können wir sagen, so, was wir gemacht haben, was vielleicht auch mehr oder weniger, also ist kein Grund, aber auf jeden Fall am Samstag. Samstag sind wir Tourabschluss gewesen vom Monet. Und vom Monet 1902 Junge. Genau, und ich muss sagen, also ich habe gerade heute nochmal daran gedacht, die haben schon etwas ganz krass auf die Beine gestellt. Oder? Es hat ich muss sagen, im Fall, es ist nicht so eine Show, wo du wie so angehst und verstehst du, eben, wir haben schon darüber geredet, weißt du, so Podcast ist ja immer so irgendwo etwas Neues, jeder Standort etwas Neues und bei ihm ist so, Bro, es ist einfach ein Charakter kann eigentlich. Ja, also es ist halt schon einstudiert, oder? Natürlich aber, sicher. Aber Bro, der Bruder hat ja angefangen mit so Rauch- und Lasershow. Bro, ich habe das als wäre so... Ich so fucking Rockstar, Alter. Bro, ich schwör, ich so ein bisschen auch gemacht habe, ich sag dir ehrlich. Ich nicht. Ich auch nicht. Ich bin oben gewesen, ich schaue oben, ich so... So am denken, Bro, er ist nicht oben gestanden, ich habe nicht gedacht, es kommt so... Tell me why ain't... Weißt du, was ich meine? Ich habe gesehen dort und nachher ich so... Say my name. Ich so, wenn er mitsingen so, vielleicht schaffe ich es ja, weißt du, ein Rockstar werden. Bro, er ist auf dem Podest gestanden mit Laser rundum und dann ist der Rauch gekommen und die Leute sind durchgedreht, Bro. Es ist wirklich, also ich muss sagen, es hat... Ich und Josh, wir haben das schon gesagt, so etwas wie das wird natürlich nie in einem Live-Podcast der Fall sein, aber... Wieso? Vielleicht machen wir auch mal mit Rauchshow und so. Voll, aber ich muss sagen, auf jeden Fall, es ist krass, dass der Monet... a.k.a. Karim. So, yeah. Wir nennen ihn ja so. Yeah. Das war der Witz von mir ausnahmsweise. Ich habe gedacht, jetzt droppe ich ihn, bevor es heisst, der Joshi war. Ich muss sagen, im Fall, die in Zürich krank abgegangen. Ich habe teilweise, ist wirklich schon, Ohren sind schon ein bisschen, ich kann, Die haben geschrien, Bro, meine Ohren sind schon ein bisschen am Arsch. Aber ich muss sagen, wirklich, die Jungs haben etwas ganz krass vorbeigestellt. Also wirklich, persönlich sehr schön haben sie es aufgestellt. Es hat einen eigenen Charakter, kann ich gefunden. Es ist etwas halt nur für die Schweiz gewesen. Man hat gemerkt, er hat wirklich sich Mühe gegeben, zum Tourabschluss in der Schweiz zu machen und zum der Schweiz auch etwas Spezielles zu bieten. So. Ey Bro, wieso lutschst du nicht einfach eins, wenn du so geil findest? Hey Bro, ich kann gerne schon DMs aufmachen, wie du geschrieben hast. Jetzt sage ich das Kompliment und du, Karim, Erinnerst du dich? Am Schluss, nachdem seine Show fertig ist auch krass, er hat ja voll gekühlt. Sie sind alle so nein, Spaß. Er hat ja... Ey Bro, es war ja wirklich voll emotional gewesen, wie die Leute durchgedreht sind. Ja. Der Karim war wirklich am Heulen gewesen, Bro. Und du hast auch gesehen, Bro, es sind so herzensgute Menschen, wirklich.
Und dann eben haben wir ihn umarmt am Schluss mit ihm gesagt, Bro, geile Sicht, dies, das. Hey, und nachher ist er so weggelaufen. Und ich so, hey, ciao, Bro. Und Nein, Bro, du hast nicht ciao, Bro gesagt. ich habe zweimal gesagt. Erst gesagt, Ich glaube, du hast 3 Mal nein. Ich habe gesagt, hey, ciao, Bro. Nachher läuft er weiter. Nachher ich so, er hat mich nicht gehört. Ciao, Karim. Und er läuft einfach weiter. Und du machst so, ciao, hey. Ciao. Und ich schaue dich an und du schaust nach rechts, du so. Ich drehe mich so um. Ich so, oh mein Gott. Ich sehe so den Lou, den Manager, er so, ja, Bro, weißt du, ich habe gerade ein bisschen ich so, ja, schon gut. Schon gut. Du hast den Grund mal schauen, das ist schon Hey, nein, Bro. Ja, Mann, das ist geil gewesen. Wild. Ich hätte nicht gedacht, im Fall, ehrlich gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass ich habe mir nicht groß so, weißt du, ich habe gewusst, dass in Deutschland ein fette Fan bin. Ja. Hey, Schon Bro, klar. Zürich, Mann, Schweiz. Also, Bro, die Leute sind voll gebracht, ich gehe in Parkhaus, Bro, ich sehe in Basel, Solothurn, weiß ich nicht, man, St. Gallen, Luzern, ja, Mann. worldwide, wie bei uns. Sie sind ja wirklich ums Komplex umgestanden, Bro. Also, das ist wirklich nice, Bro. Ey, ich sag dir ganz ehrlich, Irgendwann, inshallah, bei uns auch. Bro, es ist einfach motivierend, Bro. Eben, ist echt motivierend. das ist das, was ich am meisten mitgenommen habe. Ja, Bro, wirklich. Wenn ein Schweizer das kann, Bro, es motiviert. Kannst du versus Tischler? Sicher, Bruder. Und weißt du was, wenn du, gib Hand. Nein, ich will nicht. Gib Hand, Bruder. Wenn du einmal mir sagst, Bruder, ich schwöre, ich mach. Also, tamam, ist gut. Also einmal haben wir das gesagt. 3. April 17, wer denkt an mich? Ja, Bro, ich. Ich, Mann, auch dich. Ja, aber ich wirklich kann schön. eben, das ist eben, ich und du so, es ist zu krass, wenn es sich auch inspirieren lassen, wenn du auch denken, weißt du, wie kannst du, also weißt, geht das überhaupt und wie können wir so etwas Einiges auf beistellen? Natürlich können wir nicht, logisch nicht, aber es war einfach sehr inspirierend, dass wir dort waren, dass wir dann abschauen, ein bisschen Ideen sammeln und ich glaube, das ist fast wichtiger als, wie viele Leute sind dort gewesen, weiß nicht, als die 1000 Leute, die dort waren und geschrien haben. Ja. Mir ist es wichtiger gewesen, glaube ich. Hey, wild, Bro, wirklich wild. Nein, das ist nicht, wie habe ich das gesagt? Was? Ich so, mir ist es wichtiger gewesen. Egal, mir So ein kann Idiot, der kann nicht. sorry. Ja, voll, geht nicht. Nein. Ja, was ist eigentlich sonst so? Wie geht es dir eigentlich, Bro, sonst so? Ich habe das Gefühl, ich erlebe dich in letzter Zeit auch so ein bisschen energiegeladener. Ja, mir geht es sehr gut. Mir geht es Ja? blendend, ja. Schön. Mir geht es sehr gut, Alter. Mir geht es wunderschön. Also, wir haben ja immer Sorgen, normal. Aber ich weiß nicht, aber ich habe es geschafft, dass irgendwie die Gedanken für Sorgen von so abgegangen sind und happy sein so gegangen ist. Und ich kann mich nicht beklagen, es geht wundervoll, es geht mir blendend. Ich bin mehr als happy. Wie geht's Schön, dir? Bro. Hey, Bro, ich sag dir ganz ehrlich, du weißt ja, so, Der Woody hat es geschissen. das kann gut sein, Bro. Letzte Zeit furzt er richtig schlimm. Also wirklich, es ist Richtiger wie nicht Kurd, mehr okay, Bro. Es ist wirklich nicht mehr okay. So, der Geruch, der deine Nasenhaare so ein bisschen verbröselt. Eisbär. Nein, ich kann nicht schmecken, aber ich will schmecken. Weißt du, ich meine? Hey, ich kann jetzt. Es ist fein. Okay. Bro, auf jeden Fall, du weißt, 2020, 2021, beziehungsweise 21, ja, nein, so die 2 Jahre, mit 22 bis zur Mitte, sind sehr schwere Jahre gewesen für mich, Bro. Also Ja, Mann. so rein mental, rein so Thema glücklich sein und so. Und das hat mich wirklich sehr abgefuckt. Und es war auch so eine Zeit gewesen, wo ich mir so wirklich oft in den Spiegel geschaut habe und so gesagt habe, ich vermisse, wer ich bin. Weißt du, was ich meine? Ich schwöre, Alter. Du hast nicht der beste Beispiel, wie im letzten 3 Jahren von mir gewesen sind. Ungefähr. Oder? Ja. Ich schwöre, ich auch so denke, ich vermisse, wer ich gewesen bin, Bro. Weißt du so? Hey, und es ist wirklich bergab gegangen in vielen, Bro. Aber hey, vor 3-4 Tagen bin ich so am Laufen gewesen mit dem Woody. Und ich habe mir so gedacht, ich habe so kurz angehalten, weißt du? Mhm. Und es klingt jetzt wie so ein Motivationsredner. Ja. Aber ich habe so kurz angehalten und ich habe mir so gedacht, hey Bro, Alhamdulillah, Bro, es geht mir gut, Mann. Also wirklich so, ich habe mich selten oder schon lange nicht mehr so glücklich gefühlt, wie ich mich fühle, schon seit so 2, 3, 4 Monaten. Und ich habe einfach schon so dankbar sein, Bro, weil Bro, der Podcast läuft gut, macht kein Auge. Bro, ich bin in dieser Schule drin, wo ich schon immer wollte, weißt du? Meine Beziehungen zu meinen Freunden sind wieder besser. Sag. Willst du nichts sagen dazu? Ich weiß nicht, was du redest. Ah, okay. Ja, so viele Etappen in meinem Leben laufen gut, Bro. Und ich habe einfach so kurz gedacht, ey, voll schön, Alter.
Und dann, es ist jetzt wieder so ein dummer, pseudo-deeper Spruch. Aber ich habe mir so gesagt, wieso regen wir uns jedes Mal auf, wenn der Zug zu spät kommt, aber freuen uns nie, wenn er pünktlich ist. Weißt du, ich meine? Ja, fix. Bro, heute ist er auch mit dem Bus zu dir eine Minute früher abgefahren. Ja. Mir ist der Gedanke, ich so ein Wurst. Ich so, wäre ich genau am Punkt gekommen und die Minute wäre schon weg, aber da bin ich eigentlich... Nein, weißt du, ich meine, ich finde so wirklich, das muss wieder... Oh, okay. Das muss... sorry. Alles gut. Bro, das muss einfach... Also ich muss es einfach sagen, ich bin gerade wirklich happy so. Ich bin auch wirklich glücklich, ohne Drogen, ohne nichts oder so. Ich schwöre. Es ist so, weiss ich nicht, Alter. Letzte, eben wie du sagst, letzte so, ich sage jetzt mal so, es könnte ja auch Corona damit zu haben, 100% so. Hat sicher auch seinen Einfluss gehabt. Aber ich sage, von 2020 bis so 2022, bis Ende 2022 sogar vielleicht, schon beschissen gewesen, ehrlich gesagt. Ja, man. Schon beschissen gewesen. Und vor allem, es ist so, nicht so beschissen gewesen von mir, wie so... Also eigentlich sieht man uns geimpft nicht. Der Hurensohn, der Rimoldo, so sagt jetzt einen Ausschnitt und sagt, oh, verwünscht. Hast du gesehen eigentlich? Hey, was ist das eigentlich für ein Nutensohn? Ich schwöre. Können wir schon darüber reden, auf was für ein irrelevanter Hurensohn du bist? Bro. Warte, ich darf eigentlich nicht so viel Kraftausdruck brauchen, weil morgen kommt die Folge, morgen kommt nochmal etwas anderes. Oh ja, stimmt. Jetzt müssen wir ein bisschen bremsen. Aber für alle die heute wegen einem anderen Grund zuschalten und wissen, wer ist kurz und bündig und wieso sagen so oft Hurensohn. Hurensohn ist für uns äquivalent wie Arschloch. Ja. Bitte vergesst das nicht. Es ist nicht, dass wir zwingend unbedingt eure Mütter beleidigen, aber es ist wirklich nur so wie Arschloch. Beim einen oder anderen kann das sein, zum wieder mal in einem Podcast zum zweiten Mal, glaube ich, den Don Fuego zitieren. Ja. Kannst du das bitte übernehmen wieder? Hast du das mal sehr gut gemacht. Der Don Fuego hat gesagt, und ich muss wirklich sagen, bis heute ist das eines von seinen Lebensmottos, die ich wie verfolge. Ganz klar. Es ist jetzt nicht Wort für Wort, aber er hat gesagt, es gibt Frauen, die haben nur mit einem Mann gefickt und sie geben trotzdem Hurensohn. Genau. Das trifft jetzt zum Beispiel auf den Raimoldi. Raimoldi. Was Also wir wissen es nicht, seine Mutter, wer sie ist, aber... Keine Ahnung, aber auf jeden Fall... wieso, Bro? Wie hast du das Thema angeschnitten? Erzähl. Also nein, ich meine, weißt du, wieso? Ich hätte versucht, wieso ein... Du wolltest jetzt, dass ich die News erkläre. Okay. Genau, ich hatte eigentlich mal so Übergang. Bro, ich bin politisch ja nicht so erstens korrekt und zweitens informiert. Aber ich glaube, sie ist Ständerätin. Erzähl mal. Also, es ist eine Frau, wo bei der SP ist, im Vorstand. Und sie hat irgendeinen Tweet gemacht, weil der wie heißt der Urs? Raimoldi hat irgendwie so geschrieben, wegen Waffengesetz und man darf mit Waffen versteckt rumlaufen und das. Und dann hat sie irgendwie gesagt, hey, im Notfall erstiche ich dich auch mit dem Sackmesser. Hey, und dann haben die Leute das gesehen, den Tweet, so. Und jetzt schicken sie ihre Morddrohungen und Vergewaltigungsnachrichten. Und der Rimoldi hat das ja so hoch gespielt, indem er einfach irgendwie gefunden hat, ich tue jetzt den Tweet zitieren und sage, oh mein Gott, sie hat mein Leben so bedroht und so. Hey, und ich weiß auch nicht, Bro. Also der Rimoldi ist so eine... kennst du das eine Video, wo zwei Hunde sich voll anbellen? Und nachher... Es ist so ein Hag dazwischen. Ja. Dann geht der Hag auf, einer hört auf bellen, der andere macht weiter. Der Rimoldi ist der, der aufhört zu bellen. Bro, er ist der Erste, der zu Vaterstadt geht und Geld gibt, damit zum Beispiel Anzeige rausgehen für sie. Sie haben mir droht, sie hat dies. Und dann... Ich habe eigentlich nicht das gemeint. Er hat einfach... Bro, Corona ist irrelevant in unserem Alltag mittlerweile. Irrelevant. Was hat der Bruder gemacht? Was? Er hat vor kurzem nochmal das Referendum eingereicht. Für Corona-Gesetz, das immer noch am Laufen ist. Alter, Bro. Weißt du, jetzt haben wir auch keine Massnahmen mehr, aber ich glaube, es läuft immer noch. Falls für den Fall der Fälle, wenn sie wieder explodieren, in der Transfer kommen, dass sie wie parat sind, wieder könnt, ohne grosse Hürden wieder das Zertifikat als Pflicht geben und so weiter. Und der Bruder, Bro, ich denke, keiner denkt mehr Corona, Bro. Keiner denkt mehr Corona. Ey. Und der Typ geht 60.000 Unterschriften zusammen. Ich sag jetzt, hier und jetzt, stimmt wahrscheinlich nicht, ich sage hier und jetzt, er lügt. Die 60.000 Unterschriften, gelogen. Nein, gelogen. Bro, es gibt ja jetzt so Freiheitstrichtler. Ja. Sagt ihr das etwas? Ich weiß nur, also erzähl mal, sind es die, wo... Wieso reden wir? Egal. Ja, Bro, das sind einfach so die Leute, also ich glaube, so die meisten Freiheitstrichtler sind halt wie auch von der
Impfgegnergruppe gewesen. Ja, voll. Und Das nicht die, wo der Uli Maurer auch mit ihnen ja, ganz genau. Hey, und letztens sind einfach so 2 von denen bei uns an die Schule gekommen und haben so einfach so Flyer verteilt. Und Bro, wenn es so einen falschen Ort gibt für die Flyer, dann ist das wahrscheinlich die Schule oder Tös. Bro, aber bei eurer Schule ist das wahrscheinlich noch so auf friedliche Art, so wie sie gehen raus und so. Bro, eine von meinen Mitschülerinnen ist auch auf sie zugerannt und hat so ihre Flyer genommen, weißt, und hat mit den Flyer abhauen. Und der Typ ist irgendwie so 70 oder so und der hat sich voll auf ihre Beine gestürzt. Er ist ihr hinterher gerannt, hat sich voll auf ihre Beine gestürzt. Nein, das hat sie nicht gemacht, aber sie hat sich dann können befreien. Und irgendwie, sie haben voll fast geschlägert, weißt du? Dann hörst du einen von ihnen, Worldstar! Bro, das wäre so ein Wunschszenario. So, aber so 70 gesehen, aber so, wenn so ein Peach, wo so das Gefühl hat, ein bisschen Diktatur und ein bisschen am Marsch und alles. Und er packt dich, er wird irgendwie handgreiflich. Bro, er hat Bulle gerufen nachher. Und er ist Ja, normal wie für die Bulle, Mann. Er ist 5-6 Stunden lang wirklich in der Schule, in der Aula, für die unter nicht studieren, Aula, nicht Spaß. Das gibt auch die normale Primar- und Oberstufe. Dort geguckt und hat so mit der Bulle einfach gekämpft, Bro. Bro, die eben, wie gesagt, die schreien am lautesten, dass wir Diktatur sind, dass wir am Arsch sind. Aber sobald einmal so machst oder sagst, du Huren, oder du Huren so, du hast mich beleidigt, Persönlichkeitsverletzung, ich zeig dich an. Ja, zeig, oh mein Gott, Bro, ist das so pussy. Ich habe eine Geschichte für dich, Bro. Ja. Erzähl. Oh mein Gott. Sorry, ich habe das Wort vorher nicht sagen. Egal. Welches Wort? Egal, ausgerutscht. Kann passieren. Kann passieren. Wir müssen am Lernen, ja. Bro, ich bin jetzt mit meinem Auto in die Schule. Ja. Wie immer. Und dann fahre ich so, also ich fahre so mit dem Auto rein und du musst wissen, unser Parkhaus ist so spätestens um 9 Uhr besetzt. Und dann fahre ich rein und es hat dort einen Parkplatz, wo ich mein Auto immer anstelle. Ja. So, es ist nicht mein Parkplatz, ich miete den nicht, aber so die Leute wissen langsam, dass der Renault Megane, der Renault Megane, der gehört dort an. keiner lag da. Keiner lag da. Ich fahre an. Du musst dir vorstellen, es hat so 10 Parkplätze. Und ganz am Rand hat so vielleicht einen halben Parkplatz, wo so wie Rest ist vom Platz. Und der hat so 3x. Und Leute tun normalerweise Mofas oder so dort an. Tamam? Ja. Ich fahre rein, einfach ein Velo steht auf dem Parkplatz. Also auf dem normalen. Ja. Also vom Autoparkplatz? Ja. Ich habe so eine Story gemacht, hast du es gesehen? Ja, ja. Bro, ich habe es an, also weißt, ich schaue so an und ich habe gedacht, ich muss schnell fotografieren, ich habe es gefotografiert. Dann habe ich eine Story gemacht und geschrieben, hey, schon krass, wie sich Leute so Mühe geben, um unbedingt für den Nuttleson of the Year Award nominiert werden, weißt du, ich bin so hässlich gewesen. Und dann bin ich mit meinem Renault in den Veloparkplatz reingefahren. Überleg. Dann bin ich ausgestiegen und ich habe mir so gedacht, erstens, wieso bist du so ein Arschloch? Das finde ich nicht richtig. Aber wieso bist du so ein Arschloch und musst dein Velo überhaupt in die Tiefgarage rein tun? Anstatt draussen, wo es überdacht ist. Aber du hast so an dem Velo gesehen, die Person, die das fährt, liebt das Velo mehr als das eigene Kind. Checkst du das? Ja, so die Art von Velo. Ja, ich bin dann so in die Schule, am Nachmittag um 3 laufe ich wieder raus. Und dann steht einfach so ein richtiger Juluch dort beim Velo und tut so richtig umeinander schauen. Ich laufe weiter, er so, ist das dein Megane? Also ist das dein Renault, sagt er. Ich so, ja. Ich habe dich auf die Kamera verwünscht, du hast mein Velo auf die Seite da. Laufkamera noch, dann gebe ich dir. Kann ich sagen, mitschicken. Bro, ich schaue ihn an, ich so, du hast mich gesehen? Er so, ja. Da habe ich ihm gesagt, gehen wir schauen. Er so, nein, du hast verschoben, es hat jetzt einen Charakter, ich zeig dich an, ich schwöre auf alles. Er hat mir gesagt, ich zeig dich an. Darf ich kurz sagen, ist es ein Student oder ein Lehrer gewesen? Er so, ich bin vom Hausdienst. Also ein Abwahrt-Techniker, also immer. Okay. Er so, ich zeig dich an, ich hatte genau gesehen auf die Kameras. Und ich habe ihm gesagt, ich so, normalerweise, wenn ich die Geschichte erzähle, ist die erste Frage immer, ja, aber hast du? Nein, Bro, ich habe es wirklich nicht berührt. Ja. Dann habe ich ihm so gesagt, also gehen wir auf. Ich habe ja meinen Badge immer so um den Hals an, wie ihr gerne lustig macht. Ich habe meinen Badge ausgezogen, ich habe ihm gegeben. Ich so, zeig mich an, da. Ja. Nein, wir gehen jetzt. Ich so, also gehen wir die Kameras anschauen. Er so, wir gehen. Dann laufen wir und der Gang ist easy lang, weißt du. Und wir laufen und ich bin so ein bisschen hässlich gewesen, Bro. Er so, wieso kannst du nicht einfach zugeben, dass du ausgesehen bist? Ich habe gesagt, er hat in diesem Gang Kameras.
Ich so, gehen wir schauen, dann sehen wir, ob ich sie bin. Hey, Bro, was sind das für Probleme? Ich bin wirklich laut geworden, weißt du? Er so, hey, du musst nicht schreien. Und ich so, ich komme da rein, Bro, ich will am Nachmittag heimgehen. Und du fragst mich, ob ich sein Drecks-Velo berührt habe, weißt du so. Ich so, gehen wir Kameras anschauen. Nochmal. Er so, es sind keine Kameras. Und ich so, jetzt sage ich dich an, weil du mich für etwas beschuldigt hast, was nicht stimmt. Ich so, wieso ich lügst du denn? noch mit dem Handy. Ich so, wieso lügst du denn? Er so, Mann, mein Velo ist dort gestanden, wo der Renault Megane ist. Und jetzt ist es da. Dann habe ich gesagt, wow. Ich so, fassen wir das schnell zusammen. Ich bin mit meinem Auto da reingefahren, habe gesehen, dieses Velo ist auf einem engen Platz. Und dann bin ich ausgestiegen, habe dieses Velo vom engen Platz auf den Autoplatz da, damit ich in einen engen Platz kann fahren kann. Dann ist so wirklich so 10 Sekunden ruhig. Er so, ja, mach nicht so Sinn, gell? Ich so, hey Junge, ich so verpiss dich, Alter. Ich so 35 vielleicht. Oh mein Gott, du Spaß. Ich so wirklich, verpiss dich einfach, Junge. Schon auf die Zeit, ich bin ins Auto gestiegen, beim Fahren noch. Nein. Der hat gesagt, das Velo in der Tour. Wenn ich keine Kamera, dann fahre ich jetzt in der Beweis. Nein, Alter, was ist das Arsch? Ey, was sind Leute, also gewisse Leute wirklich, ich meine so ganz im Ernst, was muss in deinem Leben falsch laufen? Oder was musst du für ein Charakterarschloch sein oder Schwein sein, dass du das Gefühl hast, ich bin von etwas überzeugt, was aber nicht stimmt. Ich gehe einfach mal drauf los. Ich sage einfach mal, du bist gewesen. Für was? Und dann sagt er mir noch, Vater gerade, Bro, er schaut mir in die Augen und sagt mir, ich habe dich gesehen. Ganz ehrlich. Ja. Ein Gaslighter einfach, oder? Ja, ganz ehrlich. Manchmal bei so Szenen habe ich so einen Kurzschluss im Hirn. Ja. Und ich eskaliere komplett. Völlig fair. Jetzt gerade am liebsten, ich würde Windel kaputt schlagen. Hey Bro, ich kann mir einfach... Weißt du wieso? Es geht nicht mal darum, was... Also auch wenn es geht nicht mal um... Es geht nicht um das scheiß Velo. Scheiß das dreckige Velo. Ja. Es geht darum, dass er einfach auf dich so zeigt, seit du bist es gewesen, mit dir so ein langer Weg geht, nur am Schluss sagen, also denke kein Camps, ich denke, du gehst irgendwann mal zu. Er so ohne Scheiß. Ich kann dir Druck machen und dann bist du so. Er läuft, er sagt ohne Scheiß, ich kann nicht einfach zugeben, dass du es bist. Bro, ich hätte ihm in diesem Gang kurz einen Flatter geben, Respekt stellen, so riss dich zusammen, komm mal auf dein Leben, Karl, was läuft mit dir? Du, mit 35 machst du Sorgen um die scheiß dreckige Velo, Alter. Bro, irgendwann ist doch ein Kind, weißt du, was ich meine, wo Liebe von seinem Vater will, Bro. Bro, so einer wird nicht Vater. Bro, so einer wird garantiert nicht Vater, Bro. Was soll er machen? Geht er in die Schule? Ich habe mir so am Morgen hinter, er hat 10 Finger, jetzt ist er 9. Sagt er einfach, hey, musst nicht so laut schreien. Bro, ich bin richtig hässlich geworden, gell? Ich habe mir kurz überlegt, weißt du, was ist das für ein Velofahrer? Das ist sicher sein... Oh mein Gott. Oh, sorry, jetzt steht auf mir. Sorry. Oh, sorry, Wut. Oh mein Gott, jetzt ist mein Herz. Oh mein Gott. Ja. Er ist gerade zu mir gekommen, weiß nicht wieso, er geht jetzt... Ja, weil er meint, du hast ihm Weg gemacht. Ja, aber eigentlich würde er ja hässlich sein und traurig sein. Nein, er versteht nicht, wieso du ihm Weg gemacht hast. Ja. Wo bin ich drauf? Auf seinen Fuß wahrscheinlich. Egal, erzähl. Auf jeden Fall, ja, eigentlich, wir sind mit der Wudina. Auf jeden Fall, Scheiße, wo bin ich gewesen? Weiß nicht. Weiß Gott, kurz. Du hast gesagt, ich würde gerne verschlagen. Ja. Nein, er ist sicher so ein Typ von Velofahrer, Bro. Kennst du, wenn irgendetwas als Autofahrer, du existierst nur als Autofahrer, irgendwo in der Stadt Zürich, du fährst einfach und irgendein Velofahrer passt einfach nicht, wie du fährst. Egal, und dann klopft er auf dein Auto, hey! Ja, der macht immer so. Ja. Na, das Fenster runter. So, machen die Elektromotor. Zoom! Der ist sicher auch so, weißt du so. Aber ich sag dir ganz ehrlich, Thema Velo so, wenn wir jetzt gerade aufgemacht haben. Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt länger nicht mehr Auto gefahren, weil ich gerade kein Auto habe. Aber die 2 Mal, wo ich jetzt 2 Monate auf Zürich gefahren bin, hier und da habe ich schon überlegt, einfach einen überfahren. Nein, weißt du, Bro, ich bin... Also du meinst einen anfahren, weil überfahren wäre ja über sterben. Nein, anfahren, genau. Ja. Das wird ich nicht. Das von niemand. Also Bro, Ausgangslage. Ganz simpel. Ich bin auf der Straße am Fahren und ich muss auch links abbiegen. So. Die ganze Linie ist durchzogen, aber zum links abbiegen haben sie genau so 3-4 Striche gemacht. Ja, du kannst zum zeigen, da kannst... Genau. Ja. Ich setze einen Blinker nach links. Ich schaue, Bro, ich tue in letzter Zeit... Ich sage, in den letzten 5 Jahren, ich mache immer den Nackenbrecher für Velos, weil ich habe schon Respekt vor dem. Ja, sicher, Bro. Ich mache den Nackenbrecher, der 3 Punkte, ich muss machen, ja, Bro. Ich mache den Nackenbrecher. Ach, sogar ich mache fest ab und ich mache so. Ja. Und super. Ich fahre langsam rein und ich höre so...
Weißt du, kannst du mir so nachmachen? Von irgendwo, von ganz weit hinten, gell? Und ich bin auf der halben Straße schon. Und dann fange ich an bremsen, ich habe Angst. Ich so, hä, was schreit? Und dann kommt er vor mir an. Ich hasse wieder. Warte, nachher, Bro, und dort, ich bin echt ruhig. Also, es ist mir gut, richtig gut gegangen. Ich habe gar kein, es war alles schön gewesen, der Tag. Aber, boom, Kurzschluss. Ich habe gerade fest runtergedrückt, so. Ich sterbe! Der Teil muss ich unbedingt als Real schneiden, Bro. Ich schwöre, dort ist wirklich, es sind ein paar Kraftausdrücke gefallen und es war jemand im Auto gewesen und die Person hat dann, die ist so der Meinung, Kraftausdrücke weniger und die hat dann so gefunden, so, chill, ist nur Velofahrer. So, der Velofahrer und seine ganze Familie. Bro, dort. Und so hart mir eigentlich sogar seine Kindeskind werden so irgendwann einen Schauer haben. Bro, ich habe sogar überlegt, kurz nachfahren, Fensterabend und beim Abfahren in so machen. So, das passt. So. Bring vom Boden jetzt. Hey, Bro, das ist weißt du, wer sind das? Weißt du, wie viele Leute sind immer so? Wer? Die mit Körbli. Ich schwöre, die mit Körbli. Die mit Blumen oder Körbli? Vorne, Bro, der vordere Körbli. Ich weiß nicht, was ich sagen, aber dort auch bei Swiss Podcast Awards, Bro. Ich kann dir gar nicht sagen, oh mein Gott. Ich weiß nicht wieso, beim Autofahren, ich habe so eine kurze Zündschnur. Das geht nicht. Aber in letzter Zeit, deine Zündschnur ist wirklich kurz, Bro. Du bist so ein herzensruhiger Mensch, Bro. Nur bei Autofahren. Nichts auf der Welt stresst dich. Und Baby hat er dir weggemacht vor... Es tut mir leid. Ja, besser tut mir leid. Du hörst noch auf den Podcast. Wie geschrien. Ich habe 4 Pfoten. Wir sind nicht sehr Fan von dieser Folge. Bro, wir sind am Fahren und du hast auf einem Parkplatz seitlich parkieren. Wir suchen, by the way, so seit 10 Minuten einen Parkplatz, was mittlerweile normal ist in Zürich. Und der Typ klebt so fest an deinem Arsch. Ausgangslage. Parkplatz ist auf der rechten Straßenseite und es ist Einfahrtsverbot. Ich muss einen Bogen machen und dann finde ich den Parkplatz. Und dann die so, ey Bro, scheißegal, fahr einfach in das Fahrverbot rein, kehr die vorne um. Und dann siehst du so, als wärst du von der anderen Straßenseite reingekommen und ist so parkiert. Was haben die Leute für Stress? Bro, er klebt. Ich gehe vor den Parkplatz an, ich kehre vor dem Parkplatz, dass ich nicht den Parkplatz verlieren kann. Während ich kehre, klebt einer so. So, ich kann nicht mal nach hinten. Also er hat nicht mal wieder im Parkplatz, er hat auch wieder vorbei, oder? Er hat einfach wieder im Weg stehen. Ey, nein, Bro. Und dann, ich versuche korrigieren gegen rückwärts und er ist so und ich kann nach rückwärts korrigieren. Ich schaue ihn so an, so zu sagen, hey, du checkst schon, ich kann nicht umkehren. Wir müssen jetzt beide einfach nichts machen. Und er ist dort so im Auto. Und nachher hat er einfach gekauft. Ey, und dort hat mich nur, weil ich so Sachen, das... Ohne Scheiß, Bro, wo er gekauft Ich habe das nicht mal hat. gecheckt. Ich habe erst nachdem du es gesagt hast, realisiert, was passiert ist. Ich so, das ist schon schnell gegangen. Bro, er hat gekauft und das ist, glaube ich, ohne Scheiß 0,3 Sekunden gegangen, bis in die linke Hand am Gurt war. Und ich höre nur dick. Und dein Kopf. Ich so, Bro, chill. Auf einmal, der Typ, du hast auch wirklich den Nacken rausgetan, Bro. Tür offen, auf einmal das Auto hinten rückwärts gegangen. Ich kann nur besser, du verdammte. Ey, ja, aber nachher fahrt es vorbei, nachher immer der. Mir zwei, ich stell mir vor, weißt du wieso? Er fährt so Schritttempo vorbei und ich sehe so 2 wilde, hässliche Kanaken, die hässlich drüber. Er so, Schritttempo. Sorry, du wirst. Hey, ja, nein. Autofahren ist etwas vom Geist, aber etwas, was am meisten mich mit Nerven kostet. Ich sage bis heute, ich sage es sehr überzeugend, und ich weiß, wie ich in der Erziehung bin, so als Kind, für meine Eltern. Ich glaube, nichts auf dieser Welt wird mich jemals so krass hässlich machen und mich dazu bringen, dass ich also straffällig wird als Autofahrer. Irgendwann. Ich weiß kein Auto. Aber ich glaube, irgendwann wird der Tag kommen, wo ich glaube, ich komme Titelseite oder so. Bro, ich bin zum Glück noch nie so in einer Velodemo oder so, weißt du, was so. Mit dem Auto. Bro, es wäre gewesen, Bro, ich sage dir ganz ehrlich, weil es geht nicht darum, dass ich pauschal sage,
Velofahren, was da. Ich finde es etwas Geiles. Bro, ich liebe Velofahren. Ja, also würde ich jetzt nicht so zentral wohnen, würde ich jetzt auch das Velo kaufen und vieles im Winter mit dem Velo machen, aber es gibt einfach ein paar Velofahrer. Ich schwöre auf meine Mutter, die haben das Gefühl, dass die Hauptstraße ihren Vater gebaut hat, der unter der dort liegt und der das Anrecht hat, um dort zu fahren, wie als wäre er ein Pascha von der Hey, Straße. und Wind ist so eine velofreundliche Stadt, weißt du? Und im Winter hat es so viele Velofahrer, die stresst mich nicht. Bro, im Winter hat es sehr viele Velofahrer. Ja. Aber wenn ich das jetzt müsste prozentual abwägen, Ja. dann würden die Velofahrer mich in Zürich reagieren mich viel mehr auf als Ja, ja, in 100%. 700 Zürich ist wirklich schlimm. Bro, irgendwann mal willst du einen Velofahrer fighten, nachher willst du einen Velo Transformers, Bro. Die glauben, irgendwann mal gehen so weit, nachher... Ey, nein. Bro. Ja, man, auf jeden Fall ist vor allem Autofahren etwas, was mich sehr hässlich macht. Etwas anderes, was mich hässlich macht. Was gibt es, was mich hässlich macht? Ich glaube, Autofahren ist so eines von den Sachen, wo ich wirklich sofort kann sagen kann, sonst ist es schwierig. Bro, also hast du so richtig Road Rage? Weißt du, dass du wirklich beim Fahren so richtig Ami-Style hässlich nicht, weil wirst? ich habe ein Video gesehen, wie der eine Amerikaner Road Rage hat und während er so am hässig werden ist er einfach so parallel dazu, während er am Feind ist er seine Waffe am Parat rauszuziehen und fängt einen abschießen. Bro, ey, nein. Ja. Hast du das? Ey, Bro, ich finde schon hässlich beim Autofahren, aber weißt du, was mich wirklich hässlich macht? Wenn du so 46 fährst in den 50er. Oh, Ey, das bringt meinen Puls. Ich bin vielleicht 5 Sekunden später Ja. am Ziel, wie du sagst, Ja, als es macht nicht Verriebert. viel aus. Aber es macht, wie kannst du, was ist das für eine Mentalität, auf einer 50er nicht 50 fahren? Ich verstehe es nicht. So, hey, ich check's nicht, das ist so, look, mein Vater hat das. Ich diskutiere mit ihm seit Jahren, er checkt's nicht. Ey, Bro. Mein Vater fährt von 30er 20, auf den 50er 40, Und die 80er? mit der 80er 80 oder 100, auf der Autobahn fährt einfach 170 oder Ja. so. Ey, das Es stimmt. macht einfach nicht, Das es macht keinen stimmt. Sinn. Also, weißt du, so, das macht überhaupt keinen Sinn. So. Ja, auf jeden Fall, ich will unbedingt wieder ein Auto haben. Schon, gell? Ich vermisse es zu fest. Ich vermisse es zu fest, so das flexibel sein. Schon nur geilste Therapie auf der Welt. Autofahren. Autofahren, Musik hören. Musik hören, wichtig. Bro, wie geil ist es? Bro, im Sommer. Nein, Bro, wie geil ist es? Mhm. Einfach als Beispiel zum Beispiel. Als Beispiel zum Beispiel. Nein, red Deutsch, Mann. Ne? Einfach so als Beispiel. Du gehst von einem speziellen Abend heim und hörst Musik und du die Arbeit auf verarbeiten. Date. Mhm. Sag mal, du gehst von einem Date Also heim. meistens hast du ja gerade im Auto dann... Ne? Spaß. Aha. Aha. Also, sag mal, du hast ein Date gehabt und das Date ist auch schön gewesen. Nicht irgendwie so, ich weiß nicht, sondern es ist ein schönes Date gewesen. Dann fahrst du heim, hörst Musik, reflektierst. Und dann bist du auch, also weißt du, dann bleibst du noch glücklich und so, aber auch wenn es dir scheiße geht, Bro, fahrst Auto, hörst traurige Musik und dann bist du 7 Wochen traurig. Aber ich liebe, wenn es dir scheiße geht, Auto einsteigen und so die Brühl-Playlist reinhauen, Bro. Ja, Mann. Ich sag dir ganz ehrlich, so kann- den richtig reindrücken noch, der Schmerz. Ja, Ich Mann. habe das richtig gern. Weißt du, wann ich gemerkt habe, dass es mir auch wirklich wieder besser geht? Wo? Dass ich traurige Lieder kann hören, ohne dass ich traurig wird. Checkst, wenn es dir besser geht, dass Ja, du voll. anfängst, du sagst, eigentlich das schönes Lied. Ja, voll, und du fühlst es auch, nicht mehr Ja. so, aber auch nicht mehr so krass, finde ich. Voll. Und vor du im Loch bist, das Lied läuft noch 2 Sekunden. Bro, wer Flowers von Miley Cyrus 1 Jahr früher gekommen? Bro, wie heißt das Lied? Das weißt du sicher. Es ist so, ich bin vor 12 Jahren gekommen. Es ist von One Republic, es ist ein richtig krasses Liebeslied von einer Band, die voll umgegangen ist. Okay, Bro, gib ein bisschen... Ich muss schon überlegen, Bro, also ich bin jetzt 16 gewesen, 15, 16. Da sind alle in meiner Oberstufe damals Ist in nicht, gebrüllt. wenn du sagst One Republic, meinst du nicht, dass... warte schnell. Aber es sind ein bisschen ähnlicher Stil. Deswegen sag ich- Apologize. It's too late, apologize. Siehst du, wie schnell das- das ist One Republic. Ah, sogar das. Eben, Bro, und das haben wir so mal im Singen gehabt, in der Oberstufe. Und das Lehrer so, eben, jetzt singen wir mal It's too late to apologize. Ihr habt es gewünscht. Und ich so, wer wünscht das? Und ich sehe so eine Gruppe von 12 Frauen so, It's too late. Alles am Brüllen. Ich sage, gut, wer gewünscht? Ja, klar, wer sich gewünscht hat, weißt du? Ich dann mit dem Chip und dem Mitteilung und so, ja, keine Ahnung, so, wieso Du so, brüllt ihr? wieso fick ich nur? Ja, ja. Dann kann passiert der Basket. Ja, bitte. Ja, Mann. Das ist so. Das war so eine Phase, gewesen, wo Apologize von One Republic kam. In der Oberstufe hat sich niemand gespürt. Jeder, der nur annähernd ein bisschen Herzensschmerz gespürt hat, ob jetzt der Crush an dem Tag dich ignoriert hat oder nicht bemerkt hat,
oder beachtet hat, Bro, allein in der Klasse umgeschaut, es hat immer so die üblichen 3, 4 Verdächtigen gehabt, oder 2, wo so die Besties, die immer mit brüllen, wenn wir zu viele Sachen zu erzählen, wo die ganze Klasse aber weiß, was läuft. Bro, die hat, ich weiß nicht, wie sie heißt, aber die zwei haben die ganze Zeit brüllt. Ey, Bro. Und dann ist immer so, am Anfang ist immer so interessant, weißt du, Lehrer geht so jemand, wo brüllt so, was läuft, ne? Aber irgendwann mal, Bro, die Schule hat einfach immer später angefangen, ja. Lehrer kommt so rein. Was ist mit deinen Und dann ist so, Bro, Heartbreak. Alter. Ja, ich habe ein bisschen zu viel geschnurrt. Ey, voll easy. Auf jeden Fall, du bist gerade am Handy, du bist am Aussuchen. Wir haben ja... Ich kann überlegen, über was wir noch... Also weißt du, es hat sehr, 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 sehr viel... Also brutal, also ich muss sagen... sagen. Ja, red Deutsch, Mann. Kannst du dir gut eigentlich, so mit dem Deutsch. Deutsch, ja. Deutsch. Ich muss ein bisschen mehr Bücher lesen, Hey. aber auf jeden Fall. Sorry, sag du. Noch ganz kurz, ich habe mir übrigens das Jahr vorgenommen, jeden Monat ein Buch lesen. King. Also weißt du, so als Ding, als Vorsatz. Hast also... Einfach ein Buch, egal, sagst du da mindestens so viele Seiten, oder? Nein, einfach ein Buch pro Monat. Ja. Und jetzt im April müsste ich 4 Bücher lesen. Genau. Weißt du, will ich noch nicht gelesen habe. Ich check schon, ja. Nein, hey, ganz kurz würde ich gerne noch etwas sagen. Let's go. Zu meinem Rant, letztens sind ein paar Leute gekommen zu mir, also ein paar haben gesagt, es ist eine lustige Folge, andere haben mir gesagt, so, die letzte Folge ist nicht so lustig gewesen. Podcast, ja. Ja. Erstens mal, Wer juckt? mach's besser. Und zweitens, ich würde gerne noch schnell etwas sagen zu dem Thronsitzung-Hate, den ich gemacht habe. Ein paar Leute, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, haben uns, oder wirklich recht viele haben uns auf TikTok unter ihren Beiträgen markiert. Ja, gerade gestern gesehen, krass, ja. Einfach damit wir können zusammen über die abhaten. Oder sowieso hier an der Recht schauen. Voll. Hey, mach das bitte nicht. Also weißt du, Ja, so, es ist wirklich nicht so, dass wir jetzt einen Beef starten oder Wo klar ist, wer gewinnen wird. oder wenn Spaß, irgendwie blöd tun und keine Ahnung was. Darum hört einfach auf, weißt du, so, hört es, wenn ihr gut findet, hört es nicht, wenn ihr gut findet. Der Grund, wieso ich das wirklich gesagt habe, ist, und da sind auch wirklich ein paar Frauen zu mir gekommen und haben gesagt, hey, du hast völlig recht, so, sie tun, also weißt du, die Aussage, die ich gemacht habe, mit, dass sie sehr viel Arbeit wieder zunichte machen, so, das ist mir völlig um das gegangen, nicht darum, dass ich andere Podcasts schlecht rede. Genau. Wenn du willst, sage ich noch etwas. Ja, bitte. So, ich sage jetzt, ich glaube, Bro, look, unser Podcast, Kritik, manchmal bleibt sie sachlich, manchmal emotional. Ja. So, und ich finde, letztes Mal hast du ziemlich eigentlich sachliche Kritik gebracht. So. Oder? Ist eigentlich sachliche Kritik. Ich habe ja auch kein Problem mit ihnen persönlich, Genau, weißt ja, du? So. es geht um den Inhalt. Ich meine, wenn ich bietet. einen Auditor oder einen Knecht sehe, dann habe ich wirklich persönlich, also weißt du, so, Ja, normal. Das mit dem ist- Charakter, wo Ja. sie repräsentieren, das Ja. Problem. Aber jetzt bei Thronsitzung ist einfach der Inhalt. Ja, Aber genau. Und deswegen, ich finde, ist okay. Also ich finde, du weißt ja, wir sind ja immer so, nach der Folge sagen wir so, hey, gibt es etwas, was nicht gut ist oder das Voll. so. Und wir haben auch ziemlich schnell gesagt nach der Folge, hey, das ist die Kritik, die letztes Mal gefallen ist eigentlich noch eine der sachlichsten Kritiken, die Voll. jemals in unserem Podcast gefallen ist. So. Voll. Meine die sachlichste, weil das ist auch ernst gemeinte und sachliche Kritik, wo wir, egal, wir reden zu viel. Aber auf jeden Fall, ja, gut hast du gesagt, ist wichtig. Ich habe gedacht, wir sprechen es sicher auch, aber ich kann dir wieder darüber überlassen, wenn du das willst ansprechen. Kiss, Dankeschön. Hey, ja, einer schreibt zum Beispiel, erzählt ein bisschen. Warte, bevor er, also eben mit Fragesticker gemacht. Ja. Und wir haben gefragt, hey, gibt es wieder ein paar Inputs? Letztes Mal war es lustig gewesen. Vor allem haben wir jetzt auch geschaut, ihr habt sehr viele krasse Sachen jetzt geschrieben. Ja. Ich habe, was sind das, 10 Printscreens. Und richtig viel auch interessante Fragen. Yes. Jetzt machen wir mal mit dieser Fragerunde weiter. Machen wir mal ein bisschen, oder? Schauen wir mal, was da für Inputs kommen. Hilda, stell die erste Frage. Hey, erstmal, es sind so ein paar Sachen gekommen, wo ein paar Leute geschrieben haben, hey, wie sind so Mieten im Locher gut? Ja, ich habe das gesehen und ich habe bewusst gesagt, gut, das ist eine Frage offensichtlich ganz klar für den Josh. Oder? Ja. So, jetzt muss ich mal schnell etwas sagen. Das nächste Statement. Viel, Bro, irgendwann mal gibt es nur eine Folge mit Podcast, wo nur noch du ein Statement. Viele von meinen Kollegen, Ja. unter anderem ein Dropnamen. paar undankbare Menschen, die in den Podcast eingeladen werden, die krass geredet haben vor anderen, von wegen, ich weiß, die haben mich gerufen, aber ich kann nicht gehen. Die werden trotzdem eingeladen im Podcast. Sie werden gepusht. Sie haben von mir 1000-mal gehört, Bruder, die Folge war zu gut gewesen. Von uns beiden. Von uns beiden, ja. Wir haben sie sogar nochmal eingeladen, Bro, weil ihr unbedingt wählen. Ich will jetzt nicht
so pauschal etwas sagen, wo einfach so aus der Luft kommt. Aber ich sage jetzt mal, der hat sicher so die eine oder andere DM auch bekommen. 100%. Also, 100%. Die Followerzahl ist auch gestiegen. habe ich gesehen. Wahrscheinlich ist so in seinem Profil, wenn du gehst, wie viel Prozent Männer, wie viel Prozent Frauen, ist wahrscheinlich der Prozentsatz der Frauen auch ein bisschen gestiegen. Aber du machst so Menschen von nichts gross. Und die Leute werden immer noch, oder sind immer noch Sind undankbar. einfach immer noch undankbar und frech. Krass. Kommen zu mir im Kreis 3, 4, im Lochergut, wo ich eine Woche gelebt habe, Bruder. Ja. Ich bin aber aufgenommen worden von all diesen Leuten dort. Was ist das für ein Ton die ganze Zeit? Hey, entweder ist das eine Konversation Mhm. oder es ist der Nachbar, der es gerade am machen ist. Okay. Auf jeden Fall, die kommen zu mir und sagen so: Hey Bruder, ich habe gemeint, es ist keine Persönlichkeit im Kreis 4 Leben. Hey Bruder, Aha. ich habe gemeint, Aber dies darfst du es und errechnen, das. Bro? Darfst du es errechnen, Bro? Bruder, ich sage dir jetzt ganz ehrlich, hier und jetzt. Ja. Ich bin mit dem umgegangen und ich stand dazu, Bruder. Ah, wow, ich sehe, was du willst sagen. Wow. Weißt du, was ich meine? Krass. Ich habe die Kreis 3-4 Mentalität komplett übernommen. Mit Brudilette im Laden, Mit Grand Café jeden Locher. Morgen Grand Café Locher, als ich meinen Vater höre. An meine gehen Leute am Heu sagen. Leute am Heu sagen, die ich nicht kenne, aber sie kennen mich. Ich dachte, du sagst den Leuten einfach pauschal Heu, die du nicht kennst. Eben auch. Ja, okay. Nein, ich meine das, sie kennen mich auch nicht. Sie wissen einfach immer, der Bruder, der jeden Morgen da rumläuft. Seit 2 Tagen ist er da, wir kennen. Ich mache Fans auf die Leute, die am Ping-Pong spielen, ich sage ihnen, ihr habt kein eigenes daheim. Weißt du, was ich meine? Aber Bro, ich stand dazu. Und ich sage auch offen hier und jetzt. Und du- Wenn ich auf Zürich ziehe, Ja. dann zu der Family, Bro. Also, warte, willst du in dem Fall eine gewisse Person damit ansprechen und der Person sagen, steh doch einfach dazu, dass du auch deinen Charakter und deine Identität beeinflussen lässt von dem, wo du wohnst? Bro, ich glaube, die Willst du dieser Person, Person sagen, oder? ich glaube, die Person weiß, was ich sagen Ja. Und so. Ja. Und ich muss wie nicht noch mehr dazu sagen. Okay, okay. Aber für mich ist, Bro, ich habe 3 daheim. Also wir halten fest, das erste Zuhause ist wo? Ist da Vinti. Ja, das zweite? Ist bei dir, Bro. Okay, und das dritte? Ist im Lochergut. Jetzt du sagst, erste da, zweite, nachher gut, dritte bei ihm Mutter. Fuck, der wäre auch gut. Das Der ist- wäre auch gut. Okay. Stark. So. Ja, jetzt haben wir Fragen, also wenn wir schon über... Ja, und was ich wollte sagen ist, also Leute, ich weiß nicht, wie hoch Mieten im Lochergut sind. Ich bin dort nur auf Besuch gewesen. Aber ich komme wieder. Und dann macht er einen Vlog vielleicht. Und dann mache ich vielleicht einen Vlog. Und Bro, ich muss dir noch, auch wieder noch kurz eine lustige Geschichte Ja, erzählen. sicher, erzähl. Von deiner Lochergutzeit. Von meiner Lochergut-Zeiten. Man sagt ja auch Lochergut Papi. Der ein oder die andere. Okay. Ich bin mit und ohne gewesen. Ich habe den mit und ohne übrigens nie gehatet. Du hast ihn gehatet. Die Hurensohn. Schön. Also du hast auch gehatet? Nicht so. Versuch jetzt nicht. Nein. Versuch jetzt Nein. die Taten. Wir können die Folge nachhören. Ich weiss noch ganz genau, wir haben über Memo gehatet. Also ich. Ja, du hast über mich geredet. Und dann haben wir über Gül gehatet, beide. Beide. Und dann hast du über mit und ohne geredet. Du hast angefangen über mit und ohne. Ich habe das Thema nie aufgemacht. Aber du bist voll hingegangen. Ja, normal bin ich nicht gegangen. Okay. Aber ich habe nie keine Meinung gehabt über das Essen, wie ich nicht gegessen habe dort. Ja, wir haben auch gesagt, das Essen kann ja gut sein, wir gehen Ja. das Essen. Auf jeden Fall, ich bin dort reingegangen und ich bin verwirrt worden von den einen oder anderen Leuten. Sie so, was ist jetzt und so. Aber ist okay, ist easy. Hey, und das Problem ist eben, das weißt du ja auch, da wir zum Beispiel, da unsere Fangemeinde zu, ich sage jetzt mal, 70% aus Kennex besteht und dich Leute so schräg anschauen, Hey, jedes Mal. denkst du dir entweder, willst du Ich fighten, habe das Gefühl, so ein Ding ist jetzt gerade so eben, so ein Stare-Contest, willst du fighten? voll willst du fighten oder willst du einfach sagen, hey, geile Sicht, also weißt du, das ist der Podcast oder willst du Faust so? Und ich bin so am Laufen und es sind so 3 Jungs, vielleicht knapp 20 und ich habe so gedacht, einen könnte ich knocken, so, und die anderen 2 würden mich wahrscheinlich nehmen. Ja. So, vielleicht könnte ich auch, weißt du, wegen Lochergut einmal und dann kommen sie, weißt du, der ruft mich an und er kommt näher, ich schaue sie an und ich habe wirklich so gedacht, so scheiße, jetzt muss ich mich mit und ohne am Boden rühren, muss einen knocken, nachher komme ich drunter, weißt du, was ich meine? Ja. Mein Scheiß mit und ohne ist nachher nicht mehr warm und ich nachher, dann ruft er mich an, so, Ficker,
Geiler Podcast-Ficker. Ich so, hey, Guter Input. Bro, bei mir ist, ich bin letzte Woche auch unterwegs gewesen. Ich bin draußen gewesen. Und ich gehe richtig heim. Ja. Und es schaut mich einer vor dem Gebäude schon vor etwa so 10 Meter komisch. Also er ist gerade rausgekommen mit seinem Kollegen, zündet die Ziege an und schaut gerade über zu mir. Und er hat aber nicht so geschaut, sondern so, weißt du, wie so versuchen scharf zu schauen. Ja. Und ich so, ja Bro, was ist das Problem? Weißt du, dann habe ich auch halt nachgeschaut. So. Ich habe gesehen, ins zweite. Einer ist ein hochsexuell, 2,50 Meter oder so. Ich so, der weniger, der andere ja. Der andere Nocke. Einer noch wegrennt, ich bin nicht gut entdeckt. Ja, eben, gell? Du so am Leuten. So von da, Bro, ich von Tür. Er ist Dennis! Ja. Bro, nachher komme ich immer nachher zu ihm und nachher schaut er mich an, Bro, und richtig laut. Ja. Richtig laut. Ja. Bro, du verstehst das Ganze nicht. Ich mache die Witz vom Ficker und platziere sie bei ihm. Ich laufe vorbei, er schreit. Oh, Fucker! Bro, es ist schon wirklich auch peinlich. Langsam. Bro, und nachher habe ich gedacht, ich habe es zuerst nicht checken, dann ich so, danke. Danke. Ja, Bro, was soll ich sagen, man? Ja, Und nachher- ich weiß nicht, ich sage immer. Ja. Und nachher habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt mit der Begleitung unterwegs gewesen wäre, was würde die Person denken von mir? Ja, wahrscheinlich, dass du ein Fucker bist. Nein, und dann, ja Bro, stell dir vor, so eine Person, wo so ein bisschen, vielleicht so sagt, hey, es kann ja gut möglich sein, dass jemand es nicht cool findet, dass du so als Ficker genannt wirst. Ja, was? Ja. Hey Bro, wenn jetzt von 300 Frauen eine sagt, ich finde es nicht cool. Och, übertreib doch nicht immer so, Alter. Mein Gott. Von eine. Ich. Nein, auf jeden Fall habe ich so gedacht, Bro, für 5 Sekunden habe ich mich wieder Josh gefühlt. Und dann habe ich gedacht, Nein, ich meine mehr so, wenn ihr Begleitung bist, das ist richtig unschillig, man. Macht das nicht, man. Macht das nicht, wenn ihr... Hört einfach auf allgemein. Hey, Ficker schreien, Bro. Es ist Also, so wie... für mich persönlich, wenn ich da bin, allein, macht es nicht. Wenn ich in Begleitung bin, erst recht nicht, das ist unangenehm. Beim Josh macht das nicht. Übertrieben nicht. Ja. Genau. Also auf jeden Fall habe ich dort kurz 5 Seconds bin ich Josh gewesen und ja. Ja, wie ist sie? Hey Bro, ich habe den Fickerspruch gehört, aber gleichzeitig hat auch mein Handy 17 Mal vibriert, deswegen ist okay. Ah, ist schwierig gewesen, gell? Ja, Nein, ich habe dort so ding, 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 ding. So, Jetzt weißt du, wie es mir geht. genau. Ja, Mann. Hey, ist noch lustig, weil im Fall, ich höre auch noch oft von... Mir gab es viel zu oft auf das Screen, nicht? Nein, lass. Okay. Ich höre wie auch so, also die Leute sehen unsere Augen nicht so gut, wo wir genau anschauen. Okay. Schild er einfach so nicht. Hey, Bro. Hey, Leute gehen übrigens auch so, ich höre von meinen Freunden, sie gehen zu ihnen und sagen so, hey, stimmt das, dass der Jorsal Fächer ist? Und jetzt mal ganz im Ernst, ich habe es schon letztes Mal gesagt, hey, ein Ficker sein übrigens, erstens ist nicht üblich, dass du stolz bist. So, also, geht, dass du musst... wenn es so darum geht, so viele Menschen wie möglich schaffen, das ist nicht das Ficker-Mindset, Bruder. Genau. Das Ficker-Mindset ist, was ist das Ficker-Mindset? Behandelst du die Leute gut um dich herum? Ja. Bist du ein charmanter Mensch? Bist du offen, ehrlich? Bist du offen? Bist du ehrlich? Bist du respektvoll? Und... Schützt immer. Ja, voll. Schützt immer, das ist ganz wichtig. Ja. Ganz wichtig. Das sind Ficker-Mindset-Sachen. Du bist einfach ein Ficker. Du kannst ein Ficker sein mit einer Person dein Leben lang ficken, Bro. Du bist trotzdem ein Ficker. Meinung? Kann ich, also, ich weiß nicht, wie es ist, aber ich verstehe und meine Wörter haben bei mir Anklang gefunden. Ist gut, danke. Hey, nein. Oder ich mach. Nein. Hey, ja, auf jeden Fall, da fragt irgendjemand, ich weiß nicht, wieso das so letztlich also wieder so ein Thema ist, aber Leute schreiben so, hey, ich check's nicht, sind wir jetzt eigentlich Single oder nicht? Wieso ist das relevant? Bro, wieso ist das relevant? Weil wir ficken eher mit Fans. Nein, aber etwas ist nicht so interessant, weil irgendjemand hat geschrieben, ich muss es schnell suchen. Er hat geschrieben, hey, Also die Frage haben wir schon beantwortet, deswegen macht es keinen Sinn. genau, es ist auch nicht relevant, aber irgendjemand hat geschrieben, hey, wenn ihr eine Freundin habt, stört die Person das nicht, dass ihr so Geschichten von früher erzählt, von Frauen.
Hey, ich habe den Podcast angefangen und ich bin in einer Beziehung gewesen. Und es hat nicht gestört eigentlich, ehrlich gesagt. Aber ich finde... ich aber verstehe das, also ich kann völlig nachvollziehen und verstehen, wenn vielleicht ein oder andere Inhalt oder Art und Weise oder ja, eben, ich könnte es nachvollziehen, ich könnte den Gedanken verstehen, wenn jetzt meine zukünftige Partnerin sagt, ey, keine Ahnung, weiß ich nicht, wieso ist jetzt aus dem ein Video geworden, wieso haben jetzt das so geredet und so. Aber ich glaube, mittlerweile Bro, ich sage dir ganz ehrlich, so, ich finde, dass wir jetzt etwas so Dings machen, wo ich jetzt würde sagen, wow, ist schon ein Beziehungskiller oder so. Nein, es geht nicht mehr um das, aber sie schreibt zum Beispiel, hey, stört eben, ich meine, wahrscheinlich ihre Freundin, weil ich persönlich hätte ein bisschen Mühe, so Storys zu hören von früher, also mit Frauen. Ja. Das ist die grundlegende Frage. Okay, jetzt verstanden. Eben, so wie sie jetzt dir gesagt hat, ich wäre dabei. Also wenn jetzt meine zukünftige Partnerin würde sagen, hey, die Geschichte von früher, ich würde sagen, hey, ich verstand, dass es nicht unbedingt krass ist so, aber es sind, wie so gesagt wird, es sind Geschichten von früher. Aber ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wieso, also ich finde, das ist ein sehr toxisches Verhalten, wenn man sagt, hey, die Zukunft ist das Einzige, was zählt, die Vergangenheit ist irrelevant, so quasi scheißegal, was war, aber ich wollte es einfach nicht hören. Ich finde so, Bro, jeder Mensch, den du triffst in deinem Leben, formt dich ja auf irgendeine Art und Weise. Ja, geht irgendetwas mit, aber macht nur etwas ganz Kleines. Hey, und ich kann wirklich, ohne Scheiß, ich finde so, das Unattraktivste auf der Welt, meiner Meinung nach, ist wirklich Eifersucht. Und ich sage dir das als ein Mann, der in seinen frühen 20er sehr gestruggelt hat mit Eifersucht. So. Ja, Bro, jeder von uns. Ja, Bro, aber weißt du, ich meine so, ich habe wirklich so Aussagen getätigt oder Aussagen unterstützt, wo ich zum Beispiel heute finde, so völlig daneben, Bro. Logisch, Bro. Also völlig daneben. So von wegen, ich kann bei bestem Willen nicht verstehen, wie so Menschen können sagen, meine Frau darf nicht ohne mich in den Ausgang. Bro, bevor du weitermachst, aber aus irgendeinem Grund haben wir ja angefangen, anders zu denken. Ja, wie wir darüber reden. Eben, genau. Hätten wir das Mindset von Anfang an gehabt, wäre das ja nicht das Thema gewesen. Ja. Aber wir haben auch, weil das problematisch war und wir dann gefunden haben, es ist vielleicht doch nicht so gut, haben wir aufgrund von dem eben angefangen zu reden und hat angefangen dann realisieren, dass es nicht gut ist. Mhm. Aber ich finde doch... Sorry, ja. Also ich finde doch, genau aus dem Grund solltest du über das reden, oder? So. Ja, safe. 100%. Und du solltest doch können neben deiner Partnerin, neben deinem Partner können darüber erzählen, dass du vielleicht mal mit dieser Person etwas gehabt hast oder irgendeine lustige Geschichte von da und dort. Weil ich meine, es gibt doch einen Grund, wieso ich mit dir bin. Ja, fix. Weißt du, was ich meine? Ich bin ganz bei dir. Also ich würde jetzt auch, ich finde jetzt auch, man sollte, also ich will wissen, was passiert ist bei dir im Leben, ich will wissen, was gelaufen ist. Erwarte jetzt vielleicht kein Freudegümp, wenn du jetzt erzählst, dass ich das jetzt von Typen erzählst, wo du etwas gehabt hast. So. Ja. Also da bin ich ehrlich. So, ja, ist okay. Okay. Aber ich will es wissen, weil es schlussendlich ist auch wichtig, verstand mich nicht falsch, schlussendlich ist auch wichtig, wenn die Person von der Vergangenheit erzählt sie auch vielleicht auch von der Vergangenheit von Sachen, die nicht so gelaufen sind, wie sie es gewünscht hätte, wie sie es gerne gehabt Ja, und dann weißt du auch so... Und dann spürst du auch, hörst du auch mit raus, okay, ihre Partner früher, wo sie so und so kennengelernt hat, wo nachher aber so rausgekommen ist dann geändert wegen dem und dem. Voll. Und dann weißt du, okay, du hast zwar gehört, dass sie mit ihm etwas gehabt hat, wie sie ihn kennengelernt hat, oder es könnte auch nur jemand sein, wo sie mal 3 Monate etwas gehabt hat, ohne Beziehung oder so, scheißegal. Erstens, sie erzählte das nicht, um dir unter die Nase reiben oder er dir unter die Nase reiben, so, schau, ich bin rum früher, das macht niemand, außer gewisse ekelhafte Menschen. Und zweitens ist doch Vergangenheit als Geschichte genauso wichtig für die Zukunft, weil beides macht dich als Mensch aus. Voll. 100%. 100%, Bro. Du kannst nicht besser auf den Punkt bringen. Und eben, also so, nochmal, also ich verstehe, dass du sagst so, hey, ich mache keine Freudegümp. Ich meine, ich finde, es ist ja nicht so, dass ich so finde, ey, geil, weißt du? Voll. Aber ich muss ehrlich sagen, es stört mich effektiv nicht. Also weißt du, so, weil ist doch klar, dass der Mensch vor dir das Leben gehabt hat. Normal. Also weißt du, was hast du das Gefühl, dass du so den Mensch triffst und der Mensch sagt irgendwie, ich bin erst seit 2 Tagen live, so im Leben. Ja, und weißt du, wie viel Geschichten ich von irgendwelchen Typen gehört habe, die so irgendwie wirklich voll die Midlife-Crisis haben, weißt du, so mit 17, 18 mit der Frau zusammengekommen sind, bis 50 und nachher merken sie, shit, ich habe gar nicht gelebt. Weißt du, was ich meine? Das finde ich im Fall auch schade. Dass Leute sagen,
Also erstens, wenn Leute Schluss machen, weil sie das Gefühl haben, jetzt ist meine letzte Zeit, ich muss jetzt Single sein, Voll. ich muss leben, sonst verpasse ich es. Und zweitens, dass man überhaupt... Bro, ich finde es schade, ich finde es traurig, dass Leute in der Beziehung das Thema aufmachen und sagen, ich habe das Gefühl, ich verpasse etwas. Ja. Das Gefühl kannst du haben. Ja. Aber wie fühlst du dich als Partner, wenn Ey, du das Bro, hörst? es gibt doch- Du hast das Gefühl, du bist schuld, dass ich etwas verpasst Nein, Bro, es gibt doch nichts Schöneres auf der Welt, als alles erleben, was du dir wünschst, mit deinem Partner zusammen. Mit der Person, die du gerne hast, mit der du liebst. Oder? Ja. Also, wie meinst du das? Ich halte dich auf vom Sachenerleben. Du willst einfach so, also du willst einfach bumsen. Dann mach, Bruder. Sag, red, Dann sprich sag, Klartext. Tacheles, Bro, sag ich halt bumsen, dann geh bumsen. Sag Weißt du, nicht, was ich sag nicht, ich verpasse etwas, Ausgang, Single sein, Ferien machen. Du willst Schwennig oder du willst Pussy. meine? Ja? Eins von beiden. Und das ist auch okay. Weißt du, wenn du das aber willst, dann red ehrlich. dann mach. Für was bin ich mit dir zusammen? Dass du mich nicht Aber- mehr kannst, aber- nicht mehr kannst du mir ehrlich sein. Aber Leute sagen so, ich will reisen. Ja, nimm mich mit, Bruder. Gehen wir reisen, was ist das Problem? Bro, der Chance. Chance. Nein, red Deutsch. Der Chance und Leer. Nein, red Deutsch, Mann. Bro, Chance Vincenzo und Leer. Larissa sind zusammen in der Ferien. Auf Reisen, Bruder. Weltreise, Bruder. Weltreise. Sie haben zusammen Geld gespart. Wahrscheinlich hat der Vincenzo sie sogar noch betrieben, wenn sie nicht eingezahlt hat aufs monatliche Konto. Ich glaube, Monat. umgekehrt. Oder umgekehrt. Aber die haben zusammen Geld gespart. Dann sind sie zusammen auf Reisen. Bruder, was gibt's Schöneres, Bruder? Ich verstehe eigentlich nicht, wo so... Du Ich willst... habe mal mit der Brübs gehabt. Ja. Und die Person hat gesagt, so... Und die Person hat gesagt, so... vielleicht... Ich spiele so mit dem Gedanken... go reisen. Ja. So wäre mir etwas gehabt. Und dort... Ich muss sagen, als erstes, ich habe Angst gehabt. Vor was? Eben, erst nach Angst, ich so, fuck, der Mensch geht. Das heisst, der Mensch wird vielleicht auch vor einer Entscheidung stehen, reisen und die Beziehung bleiben oder reisen und sich vor der Reise trennen. So. Und dann habe ich angefangen, so mir Sorgen zu machen und dachte, okay, weißt du was, fuck off, unnötig. Das sollte eigentlich nicht das Ziel sein, dass ich mir Sorgen mache. Und dann habe ich angefangen, so ein bisschen darüber nachzudenken und habe gesagt, hey, schau, wenn du willst reisen gehen, geh, hab eine schöne Zeit. Ich hoffe, du wirst, also wenn das ist, was du dir wünschst, mach's. Ja. Weil unterm Strich, normal, du willst alles mit deinem Partner zusammen machen, aber das Letzte, was du willst hören, ist, dass jemand über dich sagt, nach der Beziehung, ja, ich bin jetzt 6 Jahre mit dem Menschen zusammen gewesen, halt gerne das und das wollen machen, aber habe nicht können. Wieso? Ja, weil ich in einer Beziehung bin. So. Und jetzt wird es ein bisschen poetisch, Bro, jetzt könnt ihr vielleicht lachen und so. Aber Bro, wenn das Leben ein ganzes Buch ist, Ja, Bro. 1000 Seiten. Ja. Und am Ende von deinem Leben, am letzten Tag, liest du das Buch. Ja. Und dann kommt das Kapitel, wo ich in dein Leben komme, oder du in ihr, Ja. oder umgekehrt. Dann liest du das Kapitel und dann denkst du dir, also will ich nicht, dass du nachher sagst, genau der Abschnitt in meinem Leben, ich hätte so viel machen, aber schau. Bro, ich finde, wenn zwei Menschen zusammen sind, dann bist du Teil vom Leben vom anderen. Und umgekehrt. Du bist nicht jemand, der ein Gefängniswächter ist oder jemand, der die Rahmen muss setzen, wie man Leben zu leben hat oder wie man sich in der Beziehung verhalten hat. Wir sind alt, also wir sind nicht mehr 16. So, entweder weißt du, wie du dich verhalten hast und was deine Stärken und Schwächen sind, oder weißt du es nicht. Fertig. Aber ich bin nicht da, um dir zu sagen, das stört mich, mach das nicht, mach jenes nicht. Mach das Ding, wie du willst. Natürlich, wenn du in der Beziehung bist, sind Rahmenbedingungen anders. Also ich meine, du definierst ja zusammen, was okay ist und was nicht okay ist, Bro. Genau. Also es gibt ja Leute, die haben... Also die zum haben Beispiel, du gehst nicht, wenn du in der Beziehung bist, kannst du nicht betrügen, weil du bist in der Beziehung. Du hast dich ja für einen Menschen entschieden. So. genau. Okay. So, und ich meine, aber auch da wieder, Betrügen wird verschieden definiert, Bro. Also ein paar Leute sagen zum Beispiel, Schon hey, look, flirten und so. für mich ist okay, wenn du mit anderen flirtest, aber that's it so. Und andere sagen so, Schon wenn du Erfolg und so. im Ausgang bist und eine geküsst hast, Bro, okay. Also weißt du, was ich meine? Voll. Jeder kann selber schauen. Ist ja aber auf jeden okay, Fall- aber es geht ja auch niemand, eine Beziehung geht niemand etwas an, außer die zwei Menschen, oder 3, keine Ahnung wie viele amix involviert sind. So. Ey, sag mal einfach 2. Also die Menschen, die involviert sind Genau. in dem, weißt du, was ich meine? Und zu dem vorher muss ich doch noch anfügen, Bro, wenn du so Angst davor hast, dass dein Partner, deine Partnerin dich betrügt und du wegen dem nicht willst, dass sie in gewissen Orten ist oder in gewissen Situationen ist, dann also dann willst du mir eigentlich sagen, der einzige Grund, wieso deine Partnerin treu ist zu dir oder dein Partner, ist, weil die Person keine Möglichkeit hat zum Ficken.
Weißt du, wie ich meine? Ja, oder weil du, ja. Also du sagst ja, ich will nicht, dass mein Girl in den Club geht, weil wenn sie in den Club geht, ist das Potenzial höher, dass sie mit jemandem etwas hat. Ey Bro, das Ding da, du bist connected mit der ganzen Welt, sag. Ja. Sag. Nein, ich wollte sagen, 2 Klicks und du bist schon Bro, am Schreiben. du kannst mit ein paar Klicks mit Leuten schreiben und nachher bist du einfach schon in den DMs von Leuten. Wenn es jemand weiss, dann ich. Oh, fuck. Und darum, Bro, wenn deine Frau dich nicht betrügt oder die Freund dich nicht betrügt, dann hoffentlich will er oder sie das will. Eben deswegen sage ich, Bro, ich bin nicht im Gefängniswärter, nicht. Wenn ein Mensch betrügen will, dann wird er das machen. Ja. Sogar die strengst Erzogenen, die am 6. Am Abend und am Samstag daheim sind, es gibt auch solche oder solche, also sie, die schlimm geben oder schlimm nehmen. Ja, Mann. So, es spielt keine Rolle. Ich habe Leute kennengelernt, wo der Vater am Samstagnachmittag am 4 Uhr anruft und sagt, du kommst jetzt heim, fertig, der Tag ist vorbei. Und 15 Minuten vorher haben sie einen Dreier gehabt. Und zwar schlimm in Arsch. Also es juckt nicht. Ja. Es juckt nicht. Wenn jemand etwas will, dann macht er es. Du kannst, wer bist du? Bist du gut? Ja, ich schwöre. Auf jeden Fall, jetzt ein bisschen... Ist schon gut, Bro, man. Ist gut, man. Ist gut. Ist gut. Dann wissen die Leute mehr oder weniger, wie sich auftickt. Aber auf jeden Fall, keine Ahnung, man. Ich finde einfach so gewisse Sachen in der Beziehung gar nicht, Alter. Gar nicht, man. Zum Beispiel? Was soll ich dir jetzt sagen? Bro, so... Simples Beispiel. Dich müssen erklären. Rechtfertigen für... Bro, einmal rechtfertigen wäre gut, wenn du dich immer wieder musst rechtfertigen musst. Einmal rechtfertigen wäre gut, wenn du dich immer wieder musst für etwas rechtfertigen, Bro. Für was bist du in der Beziehung, Alter? Also, hast du irgendein Beispiel konkret? Was soll ich dir sagen? Ohne jetzt da Sagen wir jetzt zum Beispiel... Bro, ich mache jetzt richtig toxisch übertrieben. Jetzt fällt mir nur gerade das ein. Tut mir leid. Sagen wir, du bist mit jemandem in einer Beziehung oder du hast keine richtige Beziehung. Und nein, wir sind zusammen, das ist wichtig. Und dann ladest du ein Foto auf Instagram hoch. Social Media ist so eine Beziehungskiller, Alter. Ladest du ein Foto und dann sieht deine Partnerin über liken, wo sonst in der Regel nicht liked. Und dann geht sie auf das Profil zum Beispiel und dann sieht die Person, du hast die Person auch geliked. Ja. Und dann ist so... Aber es ist so... Krise, Morg, Wallah, Krise. Aber der erste Gedanke ist von dieser Person direkt so, wer ist das? Ja. So statt was? Ist doch scheißegal, wer das ist, Bro. Also wirklich... Nein, ich sag dir gerne, du bist mein Partner, ich will, dass du alles von mir weißt. Ja, aber geht das Ganze doch anders an. Ja. Hey, cool, wer ist das? Als würde ich dann sagen, nein, das ist jemand, wo ich am Ficken bin. Nein, aber ich frage mich wirklich, woher haben die Leute die Energie, um nachzuschauen, wer hat was geliked und so, Bro, ich bin auch schon in Techtelmechtel drin gewesen, wo schauen gehst, aha, Followerzahl ist einer aufgegangen. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Und dann Leute nachschauen, früher suchen. Ja. Hey, also, Bro. Ich habe es jetzt vielleicht nicht gut erklärt, aber ich finde einfach so, für die, die checken das Video. Ja. Bro, so, eine Beziehung sollte doch etwas sein, wo einfach zwei Menschen da hinweiben. Ja. Sie gehen voran. Ja. Es läuft. Und nicht, es ist keine Busfahrt, wo du wie im Einer im Winter alle 2 Minuten anhaltest. Heute ist mit der Metapher gut umeinander. Ja, Bro, und dann musst du dich alle 2 Tage so musst dich erklären, Alter. Ja, Bro. Nein, aber ich habe wirklich, wenn ich so etwas gelernt habe in meinen letzten Jahren, so, ist so in dem Moment, wo ich merke, ich werde auf irgendeine Art und Weise eingängt. Oh, ja. Oder es wird so ein bisschen toxisch im Sinn von, wer ist das, mit wem bist du umeinander, was likest du das Bild. Bruder, ich bin so schnell weg aus dieser Situation, du glaubst es nicht, Bro. Ja, Mann. Ey, bei mir, eben, schau, ich habe das gelernt so, letzte Zeit, und gibst du mir nicht das Gefühl, dass, also, du musst mir nicht das Gefühl haben, ich bin Gott oder so. Aber Bro, ich finde, wenn du Interesse an jemandem hast, ehrliches Interesse, es muss ein Minimum an Interesse, Zuneigung und Aufmerksamkeit da sein, weil du so zeigst auch Interesse. Ja, so. Und ich sage nicht, ich bin Gott, ich bin speziell oder so, Bro. Es braucht bei mir nicht viel. Ich bin ganz ein simpler Mensch. Aber wenn ich nicht das Gefühl bekomme, wie so, okay, es ist so,
Ich will nicht Zwang über, ich will nicht Wertschätzung über. Ich werde in die Ecke gedrängt, ich muss irgendwie Rechenschaft schon stehen für irgendwelche Sachen. Es wird toxisch, Bro. Lass sie. Lass sie, Bro. Ich habe die Erfahrung gemacht, Bro. Lass sie, Bro. Lass mich in Ruhe, Bro. Es hat mir nie gebracht, außer meinen Kopf. Man. Wirklich. Deswegen, ja. Ey, Bro, wenn wir noch eine Frage machen, ich muss auch nachher schon weiter. Oh, shit, ja, sicher. Wenn wir noch eine Frage machen, wir haben Fragen gemacht, aber wir können es für die nächste Folge auch brauchen. Ja, voll, es sind eigentlich viele Fragen für die letzte Folge, aber... Brutal viele Fragen. Aber vielleicht, wenn wir gerade bei diesem Thema sind, können wir es wieder noch schnell abrunden. Ja, safe, bitte. Hey, es sind ein paar Leute geschrieben so, ey, gib ein bisschen, mach so Broschüre, gib Ficker-Tipps und so. Weißt du, was ich meine? Ja, viel. Hey, und ich glaube, etwas, was viele Leute nicht checken, ist so, dass du mit Ehrlichkeit einfach am weitesten kommst in deinem Leben, Bro. Ja. Also weißt du, ich kenne so viele Leute, die so zum Beispiel mit 4 Frauen irgendwie gleichzeitig etwas haben oder 3 Frauen gleichzeitig etwas haben und so der logistische Aufwand, den die mit betreiben, damit die Leute gegenseitig nicht checken, mit so, heute mache ich mit der, morgen mit der, da tue ich nicht stören rein, da tue ich den Chat archivieren und dann müssen sie sich überlegen, habe ich mit der Person das erlebt oder mit der Person, weißt du, was ich meine? Kann ich das erzählen? So, haha, weißt du noch? Und nachher so, also, ich habe den Film nie geschaut. Nachher musst du gaslighten. Ja. Was, du hast nie, wir haben gerade letztens geschaut, weißt du? Nachher musst du gaslighten? Ja, Bro. Schreibst dich nicht. Meinst du, es ist einfach? Du hast mir gar nicht zu. Nein, Bro. Ey, sind doch einfach ehrlich. Sag einfach, ey, schau, ich sag dir ganz ehrlich, ich genieße die Zeit mit dir. Ich bin nicht auf der Suche nach etwas Ernstem. Es ist schön mit dir, aber ich will mich nicht auf irgendwas fixieren und ich date noch da und dort etwas. Bro, im besten Fall sagt sie einfach, hey, ja, voll easy für mich. sagt sie einfach, ey, weißt du was, für mich voll easy. Worst case sagt sie, ey, das geht für mich nicht. Aber das ist doch auch okay, dann verletzt schon niemand. Ja, weißt du, was ich meine? Ich habe das vor allem mit den letzten paar Monaten so gelernt, oder ja, letzte Zeit so vor allem. Bist einfach wie du bist. Ganze Mensch. Wo habt ihr die Energie, um euch extra zu verstellen? Man? Voll, man. Bro, okay, das kommt einfach davon, dass wir 29 sind. Oder halt ich gleich 29 so und du 28? 27. Also gleich. Und schon das eine oder andere gesehen, so, eben, wie gesagt, wir sind noch jung. Aber was ich jetzt schon kann sagen, ey, gar keinen Bock zu mich verstellen. Für was? Nimm mich so, wie ich bin, oder lass sie. Aber hat er nur Vorteil für beide? Ich schwöre, Bro. Wieso müssen wir Stress machen? Wieso soll ich mich verstellen 3 Monate lang und nach 3 Monaten lang will ich ein Arschloch oder zeige mir das richtige Gesicht und dann passt es und dann sagt die Person, hey, ich habe dich gar nicht so kennengelernt. Dann sagst du, ja, ich will zuerst, dass ich dir gefallen. Ja. Hey, Junge, nein, weißt du, lass sie, Bro. Bist auch von Anfang an, wie du bist. Wenn dich der Mensch so gerne, wie du bist, dann Jackpot, lass den Menschen los. Wallah, Jackpot. Lass den Menschen los. Wenn der Mensch dich aber so, wie du bist, nicht gerne hat, dann weißt du nicht der Mensch. Aber ist auch okay, es sind 8 Milliarden Menschen, mein Bruder. Schön, Bro. Ja, Mann. Danke für den Beziehungstag heute. Danke das ist es gibt wenig. Beziehungskosmos in mir. Es gibt wenig, wenn so 2 Kanaken ein Mikrofon haben, über Beziehungen redet und es endet nicht toxisch. Bro, ich sag dir ehrlich, ich bin froh gewesen, haben wir die letzten pauschal 9 Monate nicht über ernste Sachen geredet, so vor allem auch Beziehung und unsere Meinung, unsere Sicht zu Dating, Beziehung. Aber jetzt richtig gut. Oder? Das ist gut gewesen. Ja, sicher, richtig. Man muss auch sagen, Bro, wir haben wirklich auch eine Hörerschaft. Ich meine, wir haben ja sehr viele Männer, die uns hören und auch sehr viele Männer, die aus dem gleichen Ecke der Welt kommen wie wir. Und leider auch, es gibt Menschen, die uns hören, die noch sehr, sehr, sehr toxisches Denken haben in Bezug zum Beispiel auf Beziehungen. Weißt du, was ich meine? Ja, fix. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich heute zurückschaue, auf wer ich war mit 22, 21, so mit dem Mindset, ja, normal. Ich schäme mich, Bruder. Nein, ich schäme mich nicht. Also weißt du, was ich gesagt habe, was ich gemacht ja, habe, ja. für das schäme ich mich schon. Das schäme ich aber nicht. für den Weg und den Fortschritt, was ich gemacht habe. Nein, aber für damals, wie ich zum Beispiel Leute, Bro, ich habe auch eine Freundin gehabt und ich habe ihr gesagt, ey, das kannst du nicht anlegen im Ausgang. Man sieht deine Nippel oder was weiß ich für Scheiße. Weißt du, was ich meine? Aber man lernt, Bro. Ist auch völlig okay, Bro. Ich sage dir ganz ehrlich, also ich habe jemanden gesehen, der mit 14 bis 22 sich so verhalten hat, wie er sich mit 29 noch verhalten hat. Also Fehler machst du mit gewissen Dings. Mindset ändert sich, du tust dich weiterbilden, du tust mit Leuten dich austauschen und fängst an deinem Standing, an dein Weltbild anfangen zu ändern und das ist der Weg. Also nicht das Ziel sein,
dass du dich so schämen mit 30 und sagen, was habe ich für Scheiß gesagt, sondern einfach, Bro, ich habe auch viel Scheiß gemacht und gesagt und dumm raus, aber ich sage bis jetzt, also ich bin froh, der Weg gegangen, dass ich da weggegangen bin. Aber weißt du, was ich noch als Schlusswort anfügen soll? Yes, ich absolut. noch unbedingt noch in meinem, die meisten Leute haben eben sehr ein toxisches Verhalten in ihrer Beziehung. Nicht, wie sie es stört, wie ihre Partnerin oder ihre Partner sich verhalten, sondern wie sie Angst haben, was das Umfeld über sie denkt. Ja, Mann. Weißt du, wie ich meine? So, du kannst nicht so raus, was denken die Leute. Du kannst nicht dies und das. Bro, liebst deinen Partner, deine Partnerin, bist du zufrieden? Bist du mit dir zusammen oder bist du mit halber Welt Ich schwöre, zusammen? Alter. Also, Wirklich. ja. Ja, Mann. Ey, weiß nicht, das ist wieder mal Erfolg gewesen. Vielleicht könnt ihr etwas mitnehmen. Genau. Überlegt euch ein bisschen etwas. Fragesticker haben wir leider nicht jetzt können nehmen, weil wir jetzt gleich viel gemacht, aber jetzt haben wir die Frage für die nächste Folge sicher. Voll. Genau. Danke euch fürs Zuhören. Wir sehen uns nächsten Montag wieder pünktlich. Genau. Sarah, willst du noch etwas sagen? Nicht, nur danke fürs Verständnis, dass wir das heute einen Tag später vorbeibringen können. Gute Restwoche an euch alle und viel Liebe und Kiss. Das ist kurz und